Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute gibt es einmal also ein bisschen ein ernstes Thema und eine andere Location und die Lega am Start. Ein bisschen andere Location, wir machen ein bisschen draussen, ein bisschen die Seele baumeln lassen, weil heute gibt es ein bisschen ein ernstes Thema. Es geht um ein Thema, das wahrscheinlich viele von euch kennen und wahrscheinlich auch im Titel steht irgendwo. Also es geht um ein Thema, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen, vor allem aber Leute, die YouTube machen. Heute geht es schon speziell um dass ich das manchmal spüre, das Problem, und dass ich das manchmal habe, das Problem in Bezug auf YouTube. Aber das kann man gut auf andere Themen übertragen und wahrscheinlich habt ihr das Problem auch selber in eurem Leben. Es geht so ein bisschen darum, um den Leistungsdruck, um den Erwartungsdruck, aber vor allem um den Erwartungsdruck an sich selber. Jetzt zum Beispiel bei mir. Gestern habe ich ein Video auf dem Hauptkanal abgeladen. Ein Video zum 12 Stunden Spendenstream. Das Video hat jetzt, es ist Montag, 2 am Nachmittag, also das Video ist ungefähr ein bisschen mehr als 12 Stunden online. Es hat vielleicht 500 Views. Ist ja gut, 500 Klicks innerhalb von 12 Stunden oder so, ist eigentlich schön. 500 Leute, müsst mir das nur vorstellen, hier 500 Leute. Unglaublich viel. Aber ich bin auch so dort, ja was, 500 Klicks, das ist doch zu wenig, oder? Ich habe doch 9000 Abonnenten. Wieso sehen das nur 500 Leute? Wieso interessiert das überhaupt nur 500 Leute? Wieso nicht mehr? Weil für meine anderen YouTube-Kollegen haben es ja in der gleichen Zeit 3.000, 4.000 Klicks gegeben und haben ähnlich viele Abonnenten und so weiter und so fort. Und dann fängst du dann die Sachen an zu denken, ja, aber wieso läuft es bei mir nicht so gut wie bei dem? Wieso läuft es bei mir nicht so gut wie bei dem? Und so weiter und so fort. Und dann fängst du die Frage an zu stellen, und ich glaube, das ist nicht nur bei YouTubern so, das ist auch bei anderen Leuten so, aber vor allem habe ich jetzt zum Beispiel gestern Gefühl gehabt, das auch ein bisschen, aber das habe ich jetzt nicht mehr so sehr, das habe ich vielleicht am Anfang von YouTube da eigentlich ein bisschen mehr gehabt, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich mich mit anderen muss vergleichen muss, oder dass ich besser muss sein als die anderen, oder wenigstens gleich gut sein als die anderen. Aber gestern habe ich mehr so das Gefühl gehabt, ja, aber wieso ist jetzt das nicht gleich gut wie die anderen Videos, die ich in der letzten Zeit gemacht habe? Wieso hat das jetzt nicht 1000 Klicks nach so und so vielen Stunden? So ein bisschen der Erwartungsdruck an mir selber habe ich da, oder einen grossen Erwartungsdruck an mir selber habe ich da gestellt. Ich mache schnell einen 180-Turn hier. Ich bin hier so ein bisschen im Dorf, wo man mal latscht, aber ja. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen der Erwartungsdruck, den ich an mir selber gestellt habe, oder so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, ja, aber das muss doch gehen, das muss doch besser laufen, das Video. Ich meine, das ist doch urinteressant. Wieso klicken die Leute das nicht an? Oder eben, für bei euch, vielleicht im Job oder bei anderen Leuten im Job, ist das eben vielleicht genau gleich als Thema oder das Problem. Oder in der Schule, dass andere Leute einfach bessere Noten haben, oder dass du das Gefühl gehabt hast, dass du die Prüfung da gut kennen hast, aber dabei ist sie nicht so gut gewesen, aber es ist gleich nicht schlecht, aber es ist nicht so gut, wie du gedacht hast und so. Da hast du dann so das Gefühl, ja, aber ich habe doch das so und so gut kennen, aber das ist doch unfair, oder das ist doch hier und da. Und mir würde es interessieren, ob ihr das manchmal schon habt, die Gedanken, ob ihr die Gedanken habt, auch, dass ihr manchmal euren Erwartungen nicht gerecht werden, oder dass ihr die Leistungen nicht abrufen oder die Leistungen nicht erbringen, die ihr eigentlich würdet wollen, oder wo ihr eigentlich denkt, wo ihr das könnt. Oder umgekehrt, wo ihr euch irgendwie unterschätzt oder so. Also das würde mich wirklich sehr interessieren, auch hier in den Kommentaren, oder schreibt mir auf Instagram. Mail Romani übrigens. Nein, aber könnt mir auf Instagram per Direktnachricht schreiben, wenn ihr das lieber privat hättet oder so. Und auch meine YouTube-Kollegen, also falls irgendjemand von euch das sieht jetzt hier, würde mich sehr, sehr interessieren, ob ihr das so habt, beziehungsweise ob ihr die Gedanken auch noch manchmal habt. Ich weiß, dass wahrscheinlich die meisten oder so haben das so, aber habt ihr sie noch oft, beziehungsweise seid ihr noch oft damit konfrontiert, auch mit dem Thema, auch wenn es bei euch besser zum Beispiel läuft, also ja, ob es bei euch besser läuft als zum Beispiel bei mir oder so, habt ihr das Gefühl, dass das nicht ganz erreicht, was ihr wollt, oder irgendwie, oder habt ihr manchmal schon so den Druck, dass das so jetzt gut läuft, oder weiss nicht was. Oder seid ihr enttäuscht, wenn ein Video weniger Klicks bekommt, als ihr erwartet habt, so ein bisschen. Und das ist eben eigentlich das, was ich mir
wo einfach gestern auch mal so ein bisschen aufgekommen ist, weil ich das schon relativ weniger gemacht habe als schon. Aber eigentlich muss ich mir auch sagen, so, ja, Milo, du hast die Videos angefangen zu machen, nicht für irgendwelche Zahlen, beziehungsweise auch nicht für irgendwie dir gut zu fühlen, wenn du so und so viele Zahlen machst und so weiter und so fort. Eigentlich machst du das für die Leute eine Freude zu machen und das ist schon immer meine erste Priorität gewesen. Und ich habe es wirklich auch wegen dessen gemacht und nicht irgendwie aus dem Motiv heraus einfach berühmt zu kommen oder irgendetwas. Der würde ich nicht schon irgendwie 4-5 Jahre lang machen, das Ganze. Der hätte schon lange aufgehört, weil wir nach 5 Jahren in den 9000 Abonnenten Grüße gehen raus an Nati-Style. Ich habe komplett verschissen. Nein, aber eben, es geht mir auch nicht mehr gross darum, oder ich habe das Problem auch nicht mehr so gross, mir mit anderen Leuten so gross zu vergleichen, sondern eben vor allem eben manchmal kriege ich so zurück in meiner Erwartung an mir selber, dass ich das Gefühl habe, ich kann meine Erwartung an mir selber nicht ganz erfüllen. Oder dass ich manchmal denke, ja, ich bin einfach nicht... Manchmal denke ich mir, ja, ich mache es einfach nicht genug gut oder so, weil es einfach so... Weil das Video vielleicht weniger gut ankommt oder so. Und eben, das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich habe. Mich würde es interessieren, was ihr dazu sagt. Ich will das Video nicht zu lang machen. Aber jetzt kommen wir gerade noch ein bisschen sehen und so. Aber wir sind doch alle irgendwie... Wir müssen doch nicht gegen probieren, oder nicht immer probieren, die Besten irgendwo zu sein. Vielleicht sind wir irgendwo die Besten, aber vielleicht auch überhaupt nicht, weil im Endeffekt sind wir doch alle in den meisten Bereichen des Lebens einfach nur durchschnittlich. Vielleicht manchmal ein bisschen überdurchschnittlich, vielleicht meistens, oder manchmal auch unterdurchschnittlich. Der Durchschnitt kommt ja nicht von irgendwo, ein Durchschnittsmensch oder so. Wir sind ja alle in den meisten Belangen einfach absoluter Durchschnittsmensch und nicht irgendwie der Beste auf der Welt. Ich meine, auch die Besten auf der Welt sind in 99% von ihren Lebensinhalt sind sie auch nicht überdurchschnittlich gut oder überdurchschnittlich. Zum Beispiel Roger Federer oder so. Super Beispiel. Aber zum Beispiel der Roger Federer ist im Tennis überdurchschnittlich gut. Aber ist in 99% von den anderen Sachen, die er im Leben macht, sicher auch nicht irgendwie überdurchschnittlich gut, sondern einfach Durchschnitt, ein normaler Mensch. Und das, ich weiß gar nicht, ob es so wahnsinnig viel damit zu tun hat jetzt, aber wir müssen, oder wir, vielleicht auch ich, aber auch andere Leute, habe ich das Gefühl, oder die meisten Leute hier so manchmal so ein bisschen Probleme mit dem Ganzen, habe ich das Gefühl, müssen wir uns vor den Kopf führen, dass es so gut ist, wie wir sind und nicht irgendwie müssen irgendwie der wahnsinnig Beste sein, irgendwo in egal was von einem Lebensbereich oder Lebenssituation, auch im Job oder in der Schule nicht. Man soll sein Bestes geben, auf jeden Fall. Sein Bestes geben kann man immer und das ist auch schön, wenn man das macht und das finde ich auch toll und so. Und man muss also seine Ursprungsmotive vielleicht nicht aus dem Kopf verlieren, wieso man etwas macht. Ja, keine Ahnung, ob das alles so ein bisschen Sinn gemacht hat. Ich habe probiert, das Video nicht so lang zu machen. Jetzt nehmen wir schon 8,5 Minuten auf. Scheiße. Ja, aber auf jeden Fall, ich mache jetzt das Video fertig. Ich hoffe, jetzt ein bisschen verstanden, was ich wollte überbringen. Ein bisschen in der Natur raus, ein bisschen die Sonne genossen, wenn schon mal die Sonne draussen ist. Aber auf jeden Fall, also es ist nicht so, dass es mir schlecht geht oder so, es geht mir sehr, sehr gut. Also wir müssen keine Angst haben. Ja, einfach manchmal habe ich die Gedanken und ich habe das Gefühl, das ist auch relativ normal, dass man die Gedanken ab und an mal hat. Und mir würde es eben interessieren von den YouTube-Kollegen, aber auch von euch Zuschauern, was ihr dazu sagt. Schreibt hier unten einen Kommentar oder schreibt mir per DM auf Instagram. Genau, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und lasst doch dem Video ein Like da, abonniert meinen zweiten Kanal, wenn ihr Bock drauf habt. Der läuft auch ein bisschen besser als der erste Kanal. Spaß beiseite, aber auf jeden Fall. Eben noch eine schöne Woche. Ciao zusammen.